Ciao ihr wunderschönen Menschen und willkommen zu Raid It Quick Sniper Elite 3. Die einzelnen Missionen sind jetzt viel länger. Es gibt ein riesiges Gebiet von jeder Mission. Es ist wirklich sehr groß. Und es gibt viel mehr Freiraum. Also ich kann zum Beispiel da unten rennen, ich kann nach links, nach rechts, ich kann da oben rechts anfangen, ich kann da links anfangen, ich kann heimlich, ich kann Stealth machen, ich kann alles machen. Es ist wirklich gut. Man hat viele Wege, die Missionen zu beenden. Das ist wirklich schön. Und es macht unglaublich viel Spaß, wenn man es zu zweit spielt. Also schnappt euch einen Freund und zockt den Koop-Modus, verdammt. Alleine ist der Singleplayer-Modus schon eine schöne Sache, aber es macht immer noch am meisten zu zweit Spaß, wie alles andere auf der Welt. Ja. 1, 2, 3. Also ich habe eine Bullet Cam. Okay, cool. Oh, guck mal, das sind meine Kugeln. Wie geil ist das denn? Staying alive, staying alive. Guck mal, sogar der noch 500 Kilometer weiter weg ist gewarnt von dir. Ist schon da. Oh, was? Er ist hier irgendwo. Ich fand übrigens, das haben sie einigermaßen cool gemacht, dass man so ganz grob hören kann, wo die sind, wenn die was sagen. Ich finde, das kann man echt schon gut einsortieren. Also wenn das nicht auffällt, dass hier irgendwas faul im Busch ist. Ich glaube, ich habe was gehört. Ja, da war doch jemand. Die Oh, checken. die raffen es noch nicht, krass. Nee, die sind beschissen dämlich. Meldung unnötig. Meldung unnötig! Was? Oh, fuck. Ey, ich bin gleich da, okay. Was? Oh, fuck. Ey, ich bin gleich da, okay. Das darf nicht sein, dass es so beschissen verkackt ist, oder? Bist du einfach durch die Map geglitscht? Nach unten. Ich hab's nur gehört, wie es Platsch gemacht hat und dann hat ich angefangen, durch die Map zu glitschen. Wow. Ja gut, ne? Was für eine geile Mission. Machen wir es doch nochmal von vorne. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Och ja. Verdammt Echt nicht nochmal! sein, oder? Die ersten 4 Missionen ließen sich sehr gut spielen. Sie waren nicht zu einfach, auf keinen Fall. Auf Sniper Elite machen die echt einiges an Probleme. Ich finde es sehr schade, dass die Story nicht an Teil 2 angeschlossen wird, da Teil 3 einfach was komplett anderes ist. Hätte man irgendwie schöner machen können, oder vielleicht wird Teil 4 ja die Fortsetzung von Teil 2 und Teil 3 ist eigentlich nach Teil 5, oder auch nicht. Die Story von dem Spiel habe ich nicht wirklich mitbekommen. Wir sind irgendwie in Afrika und müssen halt einige Menschen töten und die schwächen irgendwas, ja. Fuck you! Oh, das sieht so gut aus. Ich liebe es. Oh mein Gott. Oh, ist das nicht toll? Kann man einstellen, dass es sehr oft gezeigt wird. Mir gefällt es einfach. Im Koop-Modus zeigt sich das Ganze nicht so oft und nicht so detailliert wie hier. Das ist auch seltener, dass es so detailliert ist. Außerdem gibt es dieses neue Feature mit dem Standortwechsel. Das heißt, ich schieße jetzt hier auf dem Dach und die Gegner wissen, hey, der ist ja hier auf dem Dach. Oh Gott. Ich schieße dir in den Hoden. Dann wissen die, ich bin hier auf dem Dach, also gehe ich auf das andere Dach. Und schon bin ich sicher. Was mir bei der Story sehr gut gefällt, es ist nicht so, dass einfach unendliche Gegnerhorden kommen und man eine nach der anderen wegschlachten muss, sondern es sind die Gegner, die patrouillieren hier und dann muss man die geschickt ausschalten, ne? Nicht so wie ich jetzt gerade. Und dann ist man auch fertig sozusagen, dann kann man einfach durchgehen. Bei Teil 2 war es ja so, dass man immer wieder Gegner vorgesetzt bekam. Das hat ein bisschen Sinn gemacht, aber es war einfach ein bisschen zu viel, weil die könnten einfach alle schicken sofort und das war's dann, ja, weil wir warten ja nicht, bis der Gegner alle unsere Freunde tötet und dann schicken wir die nächsten. Oh, sowas. Ja, die Kontrollpunkte sind im Singleplayer besser oder angenehmer gesetzt als im Koop Singleplayer, da ich, wenn ich komplett alleine spiele, einfach da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe.
Bei dem Koop-Singleplayer muss ich aber die komplette Mission von vorne machen, wenn ich irgendwann aufhöre. Das ist ein bisschen doof und nervt, wenn man irgendwie eine Mission 15 Mal nicht schafft und dann ist man fast am Ende und dann gibt's einen Bug und dann macht man das komplett nochmal von vorne. Außerdem gibt's wieder Granaten, Minen, Stolperminen, alles mögliche und es gibt auch Dynamit, welches man mit Feuer, Stein und Stahl zünden kann. Das ist cool, man hat sozusagen einen Timer, dass ich jetzt das Ding hinlege und dann 10 Minuten Zeit habe, 10 Sekunden, und dann geht es erst hoch. Das geht auch bei anderen Fässern, explosiven Fässern und anderen explosiven Sachen, die explosiv sind. Oh, schaut schon gut aus. Es gibt jetzt 2 neue Layer, die man sieht, wenn man einen Gegner in den Kopf oder in den Körper trifft und dann kommt diese Schicht, die ganzen Fleisch und Muskeln. Sieht man dann. Aber einige sagen auch, dass die Killcam in Teil 2 besser ausgesehen hat als in Teil 3 jetzt. Was gefällt euch besser? Teilweise sind die Gegner auch ein bisschen saudämlich, weil ich könnte dieses ganze Lager hier hochjagen. Und nach 2 Minuten denken die, ach, alles ist normal und da war ja gar nichts. Die Gegner sehen eine Leiche und dann sagen sie, eine Leiche. Das wird nichts Wichtiges sein. Wer nicht sehr viel Wert auf Story liegt, sondern vielmehr um gutes Gameplay und geile Momente einfach. Der kann ruhig zugreifen bei Sniper Elite 3. Die Grafik ist nice. Der Multiplayer macht auch sehr viel Spaß. Yeah, Koop Shures, Biatch. Ich kann nicht durch Teppiche durchschießen. Ah! Oh, that skill. Nein! Ah! Ha, das wäre peinlich gewesen. I hate Zirngiebel. Und da hasst der Typ mich schon wieder. Wow! Wow! Was? 4 Gegner kommen da gerade hin. Oh mein Gott. Ah, der sollte doch gleich von der Mine getroffen werden. Hihihi. Oh, ho, ho, ho. Oh, der Troll. Oh mein Gott. Arschloch, Arschloch. Es ist kein Spiel, was ich immer spielen kann, wie zum Beispiel GTA 5 oder Dark Souls 2. Es ist einfach ein gutes Spiel, was schon einige Zeit verstreichen lassen kann. Man hat die Singleplayer-Missionen, welche man alleine und zu zweit durchspielen kann. Ich weiß nicht, wie lange die dauern. Ich glaube, wir saßen jetzt schon 4 oder 5 Stunden dran und sind noch vielleicht zur Hälfte oder weniger als die Hälfte durch. Der Multiplayer ist auch okay, man hat einige Maps und die kann man eben spielen, aber das ist nicht so wie Battlefield 3 einfach. Es ist ein bisschen weniger lustvoll. Was sagt ihr zu dem Spiel? Ratet es in den Kommentaren, gebt eine Bewertung ab und schreibt was darüber. Was denkt ihr? Ist es geil? Ist es besser als Teil 2? Ist es schlechter als Teil 2? Was sagt ihr zu Sniper Elite 3? Was ist eure Bewertung? Ratet in den Kommentaren, tippt, dass die Tasten glühen, denn ich sag mal, ich würde Sniper Elite 3 von 10 Punkten 7 Punkte geben. Es gibt eben einige Sachen, die das Spiel noch nicht ganz so übelst geil machen. Genug von Sniper Elite 3. Dann schlagt mir doch einige andere Spiele vor und seid bei den Livestreams dabei. Bei Rate It Live könnt ihr live raten und live mit Dutzend anderen Spielern über das aktuelle Spiel diskutieren. Die geplanten Streamzeiten sind immer Montag und Mittwoch um 20 Uhr. Schlagt mir auch gerne neue Spiele vor. Oh mein Gott, das war der coolste Kill. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Rate It Quick, live oder ganz lange. Bis dahin bleibt so schön und tschüss. Ah, endlich geht da was. Und jetzt der schönste erste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich liebe das Spiel. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ach nö, oder? Nein! Alter! Schmeiß halt die Scheiße gleich. Oh mein Gott!